Das Schneewittli. Vor langer, langer Zeit hat einmal eine Königin gelebt. Die hat mit ihrem Mann in einem schönen Schloss gewohnt und war sehr, sehr glücklich gewesen. Nur etwas hat ihr gefehlt und sie immer wieder traurig gemacht. Mehr als alles andere auf der Welt hat sie sich nämlich ein Kind gewünscht. An einem verschneiten Wintermorgen ist sie am Fenster gesessen und hat genäht. Der Fensterrahmen war aus schwarzem Ebenholz. Sie hat rausgeschaut und sich dabei mit den Nadeln in den Finger gestochen. Da tropft Blut vom Finger und geht herab in weisse Schnee. Und weil das so schön ausgesehen hat, hat die Königin gedacht, ich wünschte, ich hätte ein Kind so weiss wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Ihr Wunsch ist bald darauf in Erfüllung gegangen. Sie hat ein Kind bekommen mit Haut so weiss wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haar so schwarz wie Ebenholz. Und sie hat ihr den Namen Schneewittli gegeben. Die Königin aber hat das Glück mit ihrem lieben Mädchen nicht lange geniessen. Denn bald schon ist sie sehr krank geworden und gestorben. Und so hat sich der König etwas Neues zur Frau genommen. Ganz eine eingebildete und böse Frau war das. Mitgebracht hat sie nur etwas. Einen grossen, goldigen Zauberspiegel. Jeden Tag hat sie sich vor den Spiegel gestellt und gefragt: Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, Frau Königin, Sie sind die Schönste im ganzen Land. Frau Königin, Frau Königin, Sie sind die Allerschönste. Und dann war die neue Königin zufrieden. Aber das Schneewittli ist gewachsen und immer schöner und schöner geworden. Und so hat die neue Königin nach ein paar Jahren eine andere Antwort auf ihre Frage bekommen. Sie ist nämlich wieder vor dem Spiegel gestanden und hat gefragt: Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, Frau Königin, Sie sind die Schönste im ganzen Land. Frau Königin, Frau Königin, nur Schneewittli ist schöner als Sie. Oh, da ist die Königin aber so neidisch und verrückt worden, dass sie Schneewittli ganz furchtbar hat angefangen zu hassen. Drum hat sie einem Jäger gerufen: Nimm Schneewittli, geh mit ihr in den Wald und tu sie dort töten. Ich will sie nie mehr sehen. Der Jäger hat gemacht, was ihm befohlen worden ist. Er hat Schneewittli genommen, ist mit ihr in den Wald. Als er sie aber töten wollte, hat Schneewittli furchtbar angefangen zu brüllen. Und weil sie so ein schönes, liebes Mädchen war und er sie sehr gern hatte, hat er Verbarmen bekommen mit ihr. «Schnell, lauf!» hat er gesagt. «Geh weiter und immer weiter über die 7 Berge, dass die böse Königin dich nicht mehr verwutschen kann.» Und Schneewittli ist gerannt und gerannt und gerannt, immer weiter und weiter über die 7 Berge, bis sie plötzlich mitten im Wald vor einem Häuschen gestanden ist. Sie war schon sehr müde und hungrig, also hat sie an die kleine Tür geklopft. Aber es war niemand daheim. Also hat sie die Türen aufgemacht. Und drinnen war alles ganz klein und sauber. Mitten im Raum ist ein kleiner Tisch gestanden, mit 7 kleinen Becherli, 7 kleinen Tellerli, 7 kleinen Gäbeli, 7 kleinen Messerli und 7 kleinen Löffeli. Und auf jedem Teller ist schon etwas Kleines zum Znacht vorbereitet gelegen. Und weil Schneewittli so einen grossen Hunger und Durst hatte, hat sie überall ein bisschen gegessen und überall ein bisschen getrunken.
Dann ist sie in den nächsten Raum gegangen, wo 7 kleine Bettchen parat gestanden sind. Und weil Schneewittli so müde war, hat sie sich in eins von diesen Bettchen gelegt und ist sofort eingeschlafen. Als es dunkel geworden ist, sind die Besitzer von dem Häuschen heimgekommen. 7 Zwerge sind das gsi. Sofort haben die gemerkt, dass etwas anders war als am Morgen. Darum haben sie sich gewundert und gefragt: Wer ist auf meinem Stühle gesessen? Wer hat von meinem Tellerli gegessen? Wer hat von meinem Brötli geknabbert? Und wer hat mit meinem Gäbeli geschlabbert? Mein Messer ist gebraucht, das weiss ich genau. Von wem aus dem werd ich nicht schlau? Wer hat aus meinem Becherli getrunken? Und wer ist in meinem Bett versunken? Da gehen alle zum 7. Zwerg ins Schlafzimmer und sehen, wie Schneewittli friedlich in seinem Bettli schläft. Als sie am nächsten Morgen verwacht, verschrickt sie ganz fest, als sie die 7 Zwergli sieht. Die aber sind sehr freundlich und fragen neugierig: Wie heisst du, wo kommst du her? Wie hast du unser Häusli gefunden? Von wo bist du, was machst du da? Schön, dich bei uns zu haben. Da erzählt Schneewittli den 7 Zwergli ihre Geschichte. Und als sie fertig ist mit Erzählen, sagen die 7 Zwergli: «Wenn du möchtest, darfst du bei uns bleiben. Während wir im Berg arbeiten, kannst du zu unserem Häuschen schauen.» Und Schneewittli war sehr froh und erleichtert, dass sie so ein schönes, neues Zuhause bekommen hat. Und immer, wenn die 7 Zwergli arbeiten sind, haben sie zum Schneewittli gesagt: «Hab einen schönen Tag, schau gut zu dir und lass nie mehr ins Haus. Denk dran, die böse Königin ist immer noch hinter dir her.» Das Schneewittli aber hat gewunken und sich ums Häuschen gekümmert. Weit weg aber ist die böse Königin wieder vor dem Zauberspiegel gestanden. Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, Frau Königin, Sie sind die Schönste im ganzen Land. Frau Königin, Frau Königin, nur Schneewittli ist schöner als Sie. «Was? Das Schneewittli?» hat da die Königin gerufen. «Wo ist denn das Schneewittli?» Hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. «Dann töte ich das Schneewittli halt selber!» hat da die böse Königin gerufen. Und sie ist in ihre Geheimkammer gegangen und hat dort einen schönen Apfel genommen. Auf der einen Seite war er gelb, auf der anderen glänzend rot. Die rote Seite hat die böse Königin vergiftet. Dann hat sie sich als altes Bauernfraueli verkleidet und auf den weiten Weg gemacht. Durch den Wald und über die 7 Berge zum Haus der 7 Zwerge. Das Schneewittli war allein daheim. Als die verkleidete Königin an die Tür geklopft hat, hat Schneewittli gerufen: Ich darf nicht aufmachen. Die 7 Zwerge haben gesagt, ich muss auf mich aufpassen, weil die böse Königin will immer noch, dass ich sterbe. Da hat die verkleidete Bauernfrau gelacht. «Aber Schneewittli, ich bin doch nicht die böse Königin. Ich bin nur ein beliebtes, altes Bauernfraueli, das dir ein Geschenk machen will. Aber wenn du die Türen nicht aufmachen willst, ist das auch in der Ordnung. Ich kann dir mein Geschenk ja auch zum Fenster reingeben.» Oh, das ist dann lieb. Hat Schneewittli gesagt. Da kann ja wirklich nichts passieren. Und sie hat das Fenster aufgemacht. «Schau, Schneewittli, da ist mein Geschenk für dich. Der schönste, saftigste, beste Äpfel, was es gibt.» Aber Schneewittli ist doch ein bisschen misstrauisch geworden.
Ich glaube nicht, dass ich den essen sollte, sagt sie. Aber, Schneewittli, hat die verkleidete Königin gesagt, da kann wirklich nichts passieren. Schau, ich nehme auch einen Biss, um es dir zu beweisen. Und wirklich, die böse Königin beißt in giftige Äpfel. Aber in die gelbe Seite, die nicht vergiftet ist. Schneewittli hätte das natürlich nicht wissen. Sie hat dankbar gelächelt, den Äpfel entgegengenommen und in die glänzend rote Seite gebissen. Sofort hat das Gift gewirkt und Schneewittli ist tot an den Boden gefallen. Die böse Königin aber hat gelacht, ihre Verkleidung am Boden gerührt und ist zurück ins Schloss gehüpft. Dort ist sie vor dem Zauberspiegel gestanden und hat gefragt: Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, Frau Königin, Sie sind die Schönste im ganzen Land. Frau Königin, Frau Königin, Sie sind die Allerschönste. Und dann ist die böse Königin wieder richtig glücklich gewesen. Weiter weg sind die 7 Zwergli von einem anstrengenden Tag heimgekommen und haben sich schon auf ein warmes Nacht und aufs Schneewittli gefreut. Als sie dann das Schneewittli tot am Boden gefunden haben, sind sie furchtbar traurig geworden und haben die ganze Nacht lang brüllt. Am nächsten Tag haben sie das Schneewittli auf eine rote Decke gebettet, die wunderschön ausgesehen hat, zu ihren roten Lippen. So haben die 7 Zwerge ihre gute Freundin gleich noch jeden Tag besuchen und sehen. Das Schneewittli ist lang auf dieser Decke gelegen. Sie hat ganz friedlich ausgesehen, als würde sie schlafen. Bis an einem sonnigen Sommertag ein junger Prinz vorbeigekommen ist. Er hat Schneewittli auf ihrem roten Tuch entdeckt und sich auf der Stelle in sie verliebt. Und weil er sich so fest verliebt hat, hat er ihr einen Kuss gegeben. Da hat die Magie der Liebe gewirkt und Schneewittli ist vom Prinz in ihrer Liebe grad verzaubert worden und wieder verwacht. Der junge Prinz strahlt, umarmt Schneewittli und sagt: «Ich habe dich lieber als alles andere auf der Welt. Komm mit mir auf mein Schloss.» Und Schneewittli hat sich wahnsinnig gefreut. Und so sind die beiden im Königreich vom jungen Prinz glücklich geworden. Nur etwas hat dem Schneewittli gefehlt: ihre lieben Freunde, die 7 Zwerge. Eines Tages ist Schneewittli am Morgen in den grossen Esssaal gekommen. Aber dort war vieles nicht so wie normal. Und so hat sich das Schneewittli gefragt: Wer ist auf meinem Stühle gesessen? Wer hat von meinem Tellerli gegessen? Wer hat von meinem Brötli geknabbert? Und wer hat mit meinem Gäbeli geschlabbert? Mein Messer ist gebraucht, das weiss ich genau. Von wem aus dem werd ich nicht schlau? Wer hat aus meinem Becherli getrunken? Und wer ist dort in meinem Bett versunken? Und da liegen sie, die 7 Zwergli. Und von da an haben das Schneewittli, der Prinz und die 7 Zwerge glücklich miteinander auf dem Schloss gelebt.